Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja Leute, lang ist es her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Und einige von euch waren neulich beim Lindemann, seinem Troll, mit im Riemene. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wingelbingo und so weiter und so fort. Grüße gehen raus an alle, die dabei waren. Und besondere Grüße an alle, die es nicht waren. Leute, ich habe mir vorgenommen, besagter Troll Lindemann hat mir die neueste Podcast-Edzardler-Folge zukommen lassen. Die Tonqualität ist wie gewohnt absolut unterirdisch, aber Wingel. Das wollen wir uns dann zu Gemüte führen. Sollten wir noch Zeit haben und ich bin dann richtig gut drauf, dann melden wir noch den vor kurzem veröffentlichten Streamen hinten noch. Um nochmal für die Leute, die diese Videos reviewen, sollte das hier gemeldet werden, ich distanziere mich von jeder Art von Mobbing, jeder Art von Straftaten und ähnlichem. Ne? Ganz deutlich. Hier wird einfach nur auf satirische Art und Weise Bullshit, den andere Leute ins Internet gepimmelt haben, kommentiert und analysiert. Zuvor habe ich euch noch, ist euch aufgefallen, dass in letzter Zeit in immer mehr Videos von deutschen YouTube-Kanälen Wingle-Referenzen vorkommen? Es ist ja schon lange nicht mehr nur irgendwie Unge und Gronk und sowas. Ne? Onion Dog hatten wir neulich. Das habe ich euch gerade nicht rausgesucht. Der gemeint hat, von wegen, ja, wenn man einen schlechten Charakter durch Abnehmen ändern könnte, würde ich das mal dem Drachenlord empfehlen. Ich würde ihm sowieso Abnehmen empfehlen, ne? So oder so, weil sonst macht das nicht mehr lang. Und mir kommt das dann, ich schaue sehr viel YouTube und wenn ich dann in YouTube umeinander schaue, kommt dann häufiger mal die Situation, dass irgendeine Referenz kommt und ich so, ja, klar, okay. Und dann kommt man, Moment, das ist überhaupt kein Video von irgendjemandem aus dem Game, sondern es ist einfach irgendein random Video von irgendwelchen Leuten aus Deutschland. Und es ist trotzdem eine offensichtliche Wingel-Referenz drin. Und das freut mein kleines Haterherz. Ne? So habe ich am gestrigen Tage mir mit meiner Lady das Format Erkennst du den Song angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Worldwide Wohnzimmer. Ich finde die Moderatoren super cringe und unangenehm, aber ich mag so Spiele, so Quiz-Sendungen, vor allem wenn es um Musik geht, weil ich ja sehr musikinteressiert bin. Und das war auch eine gute Folge für Leute, die Metal hören. Just saying. Und für die Leute, die das Format nicht kennen, einer von den Moderatoren spielt ein Musikquiz, also es werden Songs eingespielt und dann muss man buzzern und wer als erstes weiß, von wem und welcher Song, der kriegt einen Punkt. Bei 5 Punkten darfst du eine goldene Ananas berühren. Es ist relativ, ne? Aber es ist immer einer der Moderatoren, eine mehr oder weniger prominente Person, in dem Fall war es Hand of Blood, und immer noch ein Wildcard, also jemand, der aus den Zuschauern ausgewählt wurde, nachdem man da irgendwie einen Kommentar drunter setzt oder sowas. Keine Ahnung. Und die Leute stellen sich am Anfang immer vor. Und jetzt, Obacht, aufgepasst. Ne? Blenden euch das ein. Dann machen wir den hier weg. So.
ist ja bloß ein ganz kurzer Ausschnitt, die Wildcarderin, wie sie sich vorstellt. Alter, das müssen wir kurz. Eine Sekunde. So, ich habe euch noch kurz die entsprechende Sound-Ding eingestellt, weil ich hatte meinen Sound jetzt so eingestellt für die Reaction von dem Podcast und da hätte ich jetzt ansonsten sauber die Ohrwascheln auslassen. Aber hier kommt sie. Hallo, ich bin Lina. Metal, Leute. Schön. Und dann habe ich euch noch 2 weitere Beispiele mitgebracht, die ich noch geiler fand. Und zwar von einem sehr aktuellen von heute, von einem Video von einem Kanal, der heißt Kvid. Der macht so Gaming-Content. Und er hat ein Video gemacht über Suicide Squad Kill the Justice League und warum er es scheiße findet. Und da ist sogar an 2 Stellen, ne, Spoilerwarnung, ne, für Suicide Squad, Kill Justice League, bla 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 bla, etc. Oder andersrum. Doch. Nee. Und für alle möglichen Games aus diesem Franchise. Also wer zum Beispiel Arkham-Spiele nicht gespielt hat, Spoilerwarnung. Aber da kommt hier Folgendes drin vor. Wofür passt? Das mächtigste Wesen auf Planet Erde mit einer lila Glock, Stärke +3 und Ice Damage erledigt haben. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Es wurde Es ist großartig. Es geht praktisch in der Szene darum, wie empathielos das Ganze abgefrühstückt wird, wenn man praktisch in dem Game, ich habe es nicht gespielt, aber anscheinend, wenn man in dem Game Superman killt. Und es ist lustig, weil einfach, wenn irgendjemand in diesem Land, der ansatzweise irgendwas vom Game mitgekriegt hat, in eine Situation kommt, in der er klar machen will, dass irgendwas massiv empathielos passiert, ist der erste Gedanke, Rainer mit seiner Forza ist fertig runtergeladen, scheiße. Und das kommt dann nochmal 20 Minuten später im Video, eine wunderbare Referenz und da müsst ihr jetzt wirklich aufpassen, da ist ein massiver Spoiler mit drin. Ne? Es geht um das Ende, ich glaube von Arkham Knight, lasst mich nicht lügen, also von dem letzten Arkham-Spiel, von dem großen. Und es geht darum, dass Bruce Wayne, also Batman am Schluss seinen Tod vortäuscht, weil seine Identität rausgekommen ist und so weiter. Und dann hören wir uns das mal an. hat er den Tod von Bruce als auch Batman natürlich vorgetäuscht hat mit einer riesiger Bombe, die er selber in sein Haus geschmeißt hat. Er hat Gotham Es ist so schön. Es ist so schön. Ich habe eine Theorie. Ne? Ich glaube, dass inzwischen die Aufklärungsarbeit gut genug geworden ist. Dass inzwischen viele Leute das mitgekriegt haben, dass dieses Märchen vom armen, dicken Mobbing-Opfer Edzardler, das ja bloß sein Zeug im Internet machen wollte und einfach nicht in Ruhe gelassen wird vom bösen, bösen, bösen Hassmob. Ja? Dass inzwischen alle wissen, dass das Horseshit ist und sich mehr und mehr die Leute auch trauen, da Referenzen reinzuballern, weil man sich nicht mehr so fürchten muss, dass man sofort irgendwelche rosa Irokesenmänner im Genick sitzen hat, die einen als Internet-Hassmob zugehörig framen. Ne? Und das finde ich gut. Das finde ich sehr gut, finde ich das. Ne? Aber ich lasse euch jetzt diesen schönen Bildschirm schoner. Lasse ich euch mal da. Und wir hören uns diesen Edzardler Podcast an. Oh, warte mal. Also, es geht trotzdem jetzt ein maximaler
Shoutout an den Lindemann, seinen Troll, der mir den zukommen hat lassen. Und an die vorherigen Gesellen. Ne? Er hat es, glaube ich, von Arni und Arni hat es von Henk. Aber ich sehe gerade, und ich glaube, das ist dasselbe Ding von der Länge her, dass das Ganze auf Odyssey bei Catalea hochgeladen wurde. Und das würde es mir, glaube ich, einfacher machen, darauf zu reacten. Ne? Ich vergleiche das jetzt mal ganz kurz. Da nehme ich euch mal kurz auf die Seite und mache hier Pause. Jo. Es ist anscheinend tatsächlich derselbe Edzardler Podcast. Allerdings fehlt da am Anfang, glaube ich, was. Also es ist am Anfang nur abgeschnitten, dass hallo, herzlich willkommen, Edzardler, ne? Ein bisschen dummes Geschmatze und ein dummes Gelabere, aber nichts Relevantes. Ja? Dementsprechend, die gute Catalea hat hier auf Odyssey noch was vorne dran hingeschnitten, das nehmen wir mit. Ihr Intro nehmen wir nicht mit, weil das ist zwar sehr gut, aber sehr lang. Nichts für ungut. Und das eine ist ein Meme aus irgendeinem Stream. Ne? Vielleicht sehen wir es später in dem anderen Stream noch. Und das andere ist ein alter Klassiker, den man immer wieder und wieder und wieder den Leuten vorlegen muss, die versuchen, Reini zu verteidigen. Indem sie sagen, ja, aber der kann ja gar nichts dafür, der macht ja gar nichts. Und das schauen wir uns jetzt halt an. In diesem Sinne. Bleibt mir nicht mehr zum Sagen. Außer, hockt's euch her, sagen wir mehr. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging an einer in Schmand-Eimer. Sollte man mal drüber nachdenken, wer hier wirklich den Psycho an der Klapse hat. Ja, da Einfaches Marketing. Geh her und schür den Hass der Hater. Denn die Hater sorgen dafür, dass da mehr Leute auf deine Videos zugreifen, eben weil sie es negativ oder positiv bewerten, was in dem Sinne völlig irrelevant ist, weil das Ganze das Zeug steigert. Entschuldigung. Ja, offensichtlich. Reini hat nie was gemacht. Der hat nie irgendwas gemacht, das dazu geführt hätte, dass er diesen Hass abkriegt. Ne? Man kennt. Die aktuelle Staffel ist ja eigentlich schon vorbei und ich arbeite im Moment noch an der Idee für die zweite Staffel. Ja, aktuell befinden wir uns im Übrigen, Reini, in der Wolfschanzen-Staffel. Die hat wieder ein bisschen mehr Drive als das reine TikTok-Gestreamene vorher, aber ist halt auch wieder fragwürdiger geworden. Der Eskalationslevel ist auf jeden Fall mal wieder nach oben geschraubt worden. Beziehungsweise es hat sich bisher eine Person bei mir gemeldet. Ich weiß aber noch nicht, ob das mit dem Interview hinhaut, deswegen so. Dennoch gibt es immer wieder Materialien und Dinge, über die man sprechen kann. Gerade wenn es ums Thema Drachenlord geht, wenn es ums Thema Hass und Mobbing geht. Gerade die letzten beiden Punkte sind eigentlich sehr langfristige Punkte, sage ich jetzt mal. Bitte. Das sind langfristige, Hass und Mobbing sind langfristige Punkte. Ergibt das Sinn? Denn gerade diese Punkte kann man immer und 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 immer wieder aufarbeiten. Ja, so wie du es tust, Reini. Das ist sehr richtig. Du schmierst das den Leuten immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder aufs Brot. Ob man es hören will oder nicht, vollkommen wurscht. Aber das macht's halt auch nicht wahr, Reini. Das macht es nicht wahr. Ich weiß schon, du hast ja das Ganze so oft selber im Kopf wiederholt, dass du inzwischen selber daran glaubst, dass das so ist. Ja? Dass du das arme Opfer bist und nichts dafür kannst und dich die Leute einfach nicht dein Leben leben lassen. Aber das stimmt so nicht. Das ist einfach nicht die Wahrheit, Rainer. Aber wir wissen, du und die Wahrheit, ihr seid schon lange auf Kriegsfuß. Ne? Ganz ehrlich, ich glaube, das erste was der gesprochen hat in seinem Leben, war gelogen.
Ja? Ich glaube, der hat, keine Ahnung, Mama zu seinem Vater war das erste Wort, was er gesagt hat, das war schon gelogen. Es gibt, glaube ich, einfach Leute, die können nicht anders. Die sind einfach notorische Lügner und ja, denen kannst du kein Wort glauben. Der Hass und der Abscheu, der Rassismus und der Nationalsozialismus, Kommunismus und ich weiß gar nicht, wie die ganzen Bezeichnungen alles sind heutzutage. Ja, wir kennen sie, die berühmt-berüchtigten Nazi-Kommunisten. Ne? Und Reini, das Thema Nationalsozialismus, da wäre ich an gerade auch Rassismus, da wäre an deiner Stelle wäre ich sehr leise. Also ganz, ganz leise, wie eine Kirchenmaus praktisch, so leise. Die Anzahl der Vorfälle, in denen du Leute rassistisch beleidigt hast und die Tatsache, dass du beim SS-Uwe in der Butze sitzt, der Leute hier mit dem Anstandsgruß begrüßt und jetzt offensichtlich, ich habe gehört, auch schon angezeigt wurde, Gott sei Dank dafür. Sollten eigentlich auch dir klar machen, okay, das ist jetzt ein Thema, da sollte ich vielleicht mein fettes Schandmaul dazu halten, weil ich einfach da auf sehr, sehr dünnem Eis laufe. Und Reini, wenn man über 200 Kilo wiegt, ist dünnes Eis nicht dein bester Freund. All diese Dinge, die Menschen voneinander unterscheiden oder Streitigkeiten auslösen, die Herkunft, die Nationalität, die Sprache, die hast du alle Leuten schon als Grund genommen, sie zu beleidigen. Ne? Wir haben es alle. Affen, schwarze Leute als Bimbos bezeichnet, verpiss dich aus meinem Land, geh zurück in deine Dönerbude, den ganzen Scheiß. Ne? Wir haben es alles gehört von ihm. Ne? Das hat er alles wortwörtlich so gesagt. Und da gibt es Beweise. Er erzählt zwar immer, das ist alles so zusammengeschnitten worden. Nein, Rainer. Einfach nein. teilweise sogar körperliche Gesundheit in Bezug zum Beispiel auf Übergewicht, auf geistige oder körperliche Behinderungen. Ja, dass du nicht willst, dass man Leute dafür frontet, ist, ne? Aber du hast zum Beispiel meinen lieben Freund Thor Lindemann erst letztes Jahr in Nürnberg am Hauptbahnhof, obwohl er überhaupt nichts getan hat, der ist im Hintergrund gestanden. Ein anderer Freund von mir hat sich mit dir unterhalten. Und der gute Troll ist im Hintergrund gestanden und du hast ihn aus heiterem Himmel als Fettsack bezeichnet. Du, by the way. Gerade du. Der hat dir gar nichts getan. Der ist da einfach nur gestanden. All diese Dinge sorgen dafür, dass wir uns gegenseitig voneinander unterscheiden und gleichzeitig sorgen diese Sachen aber dafür, dass wir Menschen als weniger wertvoll oder als überlegen betrachten. Wenn man ein riesengroßes Arschloch ist, dann ja. Reini, dass ich manchmal Witze über dein Gewicht mache oder über deine Saudummheit, hat nichts damit zu tun, dass ich dicke Leute nicht leiden kann oder dumme Leute nicht leiden kann. Bei dummen Leuten, von denen halte ich mich gern fern, weil sie mich stören. Ne? Aber du wirst für deine unsäglichen Taten und deinen gräuseligen Charakter gehasst. Und deshalb nimmt man das, was man bei dir als Angriffsfläche findet, als Angriffsfläche her. Und das ist halt in dem Fall deine Hageldummheit und deine 200 plus Kilo. Ja? Aber primär hasst dich niemand deswegen, sondern einfach nur, weil du ein beschissener Mensch bist. Ja? Und ich weiß nicht, wer von euch Tim Minchin kennt. Das ist ein australischer Pianist, Musiker, Schrägstrich, Stand-Up-Comedian. Also primär Musiker, aber mit Stand-Up-Einflüssen in seine Geschichten drin. Und der hat ein Lied, das heißt Kontext. Und die erste Hälfte von dem Lied klingt so, als würde er ganz fürchterliche Dinge sagen.
und dann in der Mitte vom Lied sagt, oh scheiße, ich sollte das vielleicht nochmal von vorne anfangen, weil ich habe den halben Text irgendwie verdeckt gehabt und das ist wichtig für den Kontext. Und dann macht das Ganze auf einmal Sinn. Ne? Und der letzte Vers in dem ganzen Ding ist, I will judge you for no reason but your deeds. Ja? Und so mache ich das bei dir, Reini. Ich messe dich und deinen, wie du jetzt gerade gesagt hast, Wert daran, wie du dich verhältst. Und das gibt eine sehr niedrige Messlatte. Also du machst da auch immer wieder ein weiteres Niveau Limbo drunter, wie man das hinkriegt. Ich habe keine Ahnung, aber jedes Mal, wenn man sich denkt, okay, jetzt hat er wirklich, jetzt ist Rock Bottom, ja, jetzt hat er es wirklich komplett verschissen, also noch tiefer kann er nicht mehr sinken, dann setzt du noch einmal einen dicken Haufen oben drauf. Draufgeschäumt. Ich für meinen Teil bin ein sehr, sehr merkwürdiger Mensch. Das kannst du laut sagen. Das habe ich immer wieder im Gefühl, dass ich ein ganz merkwürdiger Mensch bin. Ich habe auch meine Ansichten über die Welt und über das Leben. Und die sind problematisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja? Natürlich, klar, hat jeder Mensch. Ja, vor allem hast du, ich muss hier an der Lautstärke nochmal ein wenig schrauben. Na Rainer, du hast vor allem die Vorstellung von der Welt, dass alle anderen Menschen auf dieser Welt dafür da sind, dass sie dir dein dickes Arschgebirge hinten nachtragen und dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen, damit du bloß nichts arbeiten musst. Das ist deine Vorstellung von der Welt. Das betrifft auch mich. Aber für mich spielt es keine Rolle, wo ein Mensch herkommt. Wie er heißt, wie er aussieht. Rainer, das ist gelogen. Soll ich dann ein paar weitere Beispiele nennen? Das soll Lindemann Beispiel mal auf die Seite, der ist ja wenigstens ein Hater. Ja gut, die anderen dann waren eigentlich auch Hater. Aber du hast hier Excel 95 gefrontet, ja, weil er fett ist. Du hast Leute, die vor deiner Schanze gestanden sind, als Fettsack, Behindi, als Pickelfresse und was nicht alles, dumme Fotze bezeichnet. Also du hast die Leute schon einfach nicht beleidigt, weil sie irgendwas Schlimmes gemacht hätten, sondern einfach nur, weil sie da waren und weil sie bestimmtes Aussehen hatten, das auf einen Migrationshintergrund zum Beispiel schließen kann, oder Akne-Problem oder Frauen waren. Und deswegen hast du die Leute beleidigt. Bevor die überhaupt irgendwas tun konnten. Die sind einfach nur da gestanden. Ob er körperlich oder geistig gesund oder behindert oder... Das spielt für mich alles keine Rolle. Ob jemand jetzt radikal ausgedrückt schwarz, weiß, gelb, orange, rot, grün... Ja, diese Aufzählung. Nein, aber die habe ich auch so gefressen. Ich weiß, ich habe die selber auch schon mal gebracht. Aber da ist halt die Luft raus. Der Impact, den das einmal hatte, als das erste Mal jemand gesagt hat, in grauer Vorzeit, es ist mir egal, welche Farbe die haben, ob es jetzt lila, grün, Magenta-Farben oder sonst irgendwas dann. Ja, schön und gut. Reini, das hast du irgendwo mal gehört. Du hältst es für sehr schlau. Tatsache ist, es ist ein abgelutschtes Klischee. Ja? Und viele Leute, die sich dieses Klischees bedienen oder bedient haben in den letzten Jahren, es sind immer häufiger Leute gewesen, bei denen man weiß, dass sie eben nicht so denken, sondern dass sie das einfach nehmen, weil es von einem eine gewisse Schlagfertigkeit vorgaukelt, um sich besser darzustellen, als sie wirklich sind. Schaut's mir an, ich bin ja gar nicht so einer. Ne? Aber freilich, da könnt ihr ja irgendwie selber was einfallen lassen. Aber, grün, blau, wie auch immer ist. und auch da, du kannst in diesem Podcast schwafeln, so viel wie du willst. Deine Taten sprechen deutlich lauter als deine Worte und frage nochmal nach, warum du auf Twitch Lebenszeit gebannt bist. Frag doch da nochmal, warum das so ist.
Die werden es dir dann schon sagen. In welcher Form auch immer, jeder Mensch ist einzigartig, so wie er ist, jedes Individuum. Aber ich verstehe auch, dass es sehr einfach ist, dass man Menschen, also die Mehrheit der Menschen, eigentlich als Masse sieht. Sich selbst als Individuum zu fühlen, ist eigentlich meiner Meinung nach eine Sache, die man Tag für Tag neu machen muss. So ein Schmarren. So ein Schmarren. Ey, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sehe mich persönlich primär als Individuum, weil ich ja von meiner Sicht ausgehe. Ne? Ich stecke ja in meinem Kopf drin. Und die Wahrnehmung geht ja von da aus. Also das Erste, was ich wahrnehme, bin ich. Ja? An meiner Umwelt. Erst dann kommt es um mich herum. Erst dann fühle ich, dass ich hier an diesem Tisch sitze. Oh, wo ist der Tisch? In meinem Haus? Wo ist mein Haus? In der Stadt, in der ich wohne. Und erst dann fühlt mir die Zugehörigkeit zu, okay, ich komme jetzt meinetwegen aus Bayern. Ne? Und fühlt sich dann praktisch mehr oder weniger dieser Gruppe von Menschen zugehörig. Ne? Aber primär ist doch das Erste, was man fühlt, sich selbst als Individuum. Oder bin jetzt Ida der Depp? Da versucht er jetzt irgendwie wannabe tiefgründig zu sein und labert eine hohle Scheiße daher, dass alles Spart ist. Aber man kennt. Wie erkläre ich das? Wenn ich in einer Großstadt unterwegs bin, also sprich mit Wenn er sagt, wie erkläre ich das, dann merkt er, dass er sich selber in irgendeine Sackgasse gerendert hat mit seinem hakeldummen Knallkopf. Und dann wird es so hingestellt, das macht alles Sinn, ne? In meinem Kopf. Das ist super genial, glaub mir das. Trust me, Bro. Aber ich kann es einfach nicht so rüberbringen, dass es so ein Depp wie du versteht. Es tut mir fürchterlich leid. So normale Sterbliche sind einfach nicht in der Lage, meine Genialität durch Worte verständlich gemacht zu bekommen. Was für ein arrogantes Arschloch muss man eigentlich sein? Hunderten, Tausenden und vielleicht sogar Millionen von Menschen um mich herum, dann ist es so, dass es für mich sehr, sehr schwierig ist, mich als Individuum zu betrachten. Natürlich bin ich jederzeit ein Individuum und sehe die Dinge aus meiner Sicht, aber das ist das Problem daran. Denn wenn ich andere Menschen betrachte, dann sehe ich immer wieder aufs Neue, dass diese Menschen, es fällt mir schwer, es nachzuempfinden, wie sich ein Mensch fühlt. Ja, Rainer, das ist richtig. Es ist so geil. Jetzt hast du es doch zugegeben. Rainer, du bist absolut empathielos. Und genau das Gegenteil von dem, was du vorher geschwafelt hast, ist der Fall. Du siehst nur dich. Weil du ein egozentrischer, narzisstischer Unmensch bist, dem andere Leute geschmeidig am Arsch vorbeigehen. Der Forcer ist fertig runtergeladen, wir haben es vorhin wieder gehabt. Ne? Und da kannst du dir rausreden, so viel wie du willst. Ne? Bei dir spielt im Kopf 24/7 ausschließlich das Rainer Winkler Orchester. Und dass das nicht sonderlich musikalisch ist und nicht viel Abwechslung bietet, das wissen wir. Und die Aussage jetzt gerade. Ja, wir gehen nochmal 5 Sekunden zurück. Es fällt mir schwer, es nachzuempfinden, wie sich ein Mensch fühlt. Es fällt mir schwer, es nachzuempfinden, wie sich ein Mensch fühlt. Ja, ich habe jetzt das Gestottere aus dem Zitat herausgelassen. Aber da haben wir es doch. Auf der anderen Seite, ich bin viel empathischer als die meisten anderen Leute, aber es fällt mir halt einfach schwer nachzuempfinden, wie sich ein anderer Mensch fühlt. Ja, um nochmal 50 Cent in die Pisspasskasse schmeißen zu müssen. Weiter im Text. Der zum Beispiel unter der Brücke schläft. Moment mal, Rainer.
angeblich, du hast uns doch immer die Märchen erzählt, wie du letztes Jahr permanent draußen schlafen musstest, weil du obdachlos warst und niemand dich aufgenommen hat. Die Gemeinde hat, das Dorf hat dich vertrieben, die Gemeinde hat dich im Stich gelassen, die Behörden haben dich fallen gelassen, alles Ding und du hast draußen in der Kälte schlafen müssen. Wieso fällt es dir dann schwer nachzuvollziehen, wie das ist? Wenn du es ja praktisch selber schon erlebt hast, angeblich deiner Aussage nach, passt da wieder irgendwas nicht zusammen. Beißt sich das vielleicht ein wenig? Ist da ein bisschen ein kleines bisschen ne? Fällt mir extrem schwer nachvollziehen zu können, Oh, wie sich der Mensch fühlt, der gerade an der Kasse steht und abkassiert. Oder der Polizist, der gerade einen Strafzettel austeilt. Der Mensch, der gerade einfach am Einkaufen ist. Egal in welcher Position irgendein Mensch ist. Für mich betrachtet sind Menschen, also andere Menschen, also wie ich jetzt hier zum Beispiel sitze. Andere Menschen sind für dich Schmutz. Andere Menschen sind, soweit sie keinen direkten Nutzen für dich haben, in Form von entweder Geld, Dienstleistungen oder Triebbefriedigung. Das sind die Dinge. Ja? Wenn andere Menschen nicht einen direkten Nutzen in einer dieser 3 Formen für dich persönlich hat, dann sind sie Abschaum für dich, dann sind sie dir einfach im Weg. Dann befinden sie sich widerrechtlich auf deinem Planeten, aus deiner Sicht. Weil du absolut empathieloser Narzisst bist. Hier zum Beispiel sitze, wie ich zum Beispiel den Schmerz in meinem Bein gerade spüre. Keine Sorge, Reini, der Schmerz in deinem Bein, den wirst du nicht mehr lange haben. Ne? Dann ist höchstens vielleicht noch ein Phantomschmerz, aber ich finde es lustig, wie er gerade direkt auf den Schmerz in seinem Bein zu sprechen kommt. Ich nehme an, wir hatten ja jetzt auch einfach länger nicht mehr zu Gesicht bekommen, außer halt über irgendwelche Streamen. Da hat er meistens den Fettfilter drum. Es sieht immer abstrakter aus, wenn du dann siehst, dass er da irgendwie sitzt und der Körper wird immer größer, aber der Kopf wird immer kleiner, weil dann der Fettfilter dagegen arbeiten muss. Es schaut irgendwann aus wie so ein ganz weirder Comic-Villain irgendwie, der riesengroß ist und so einen kleinen Kopf aufhat. ne? Ich kann euch davon berichten, ich weiß, wie ich mich fühle, aber wenn ihr das jetzt so hört, dann könnt ihr das natürlich nur bedingt nachvollziehen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge, das war noch eine letzte Folge, die ich für alle freigeschalten hatte, da habe ich gesagt. Also hier sind stellenweise so und Ding im Hintergrund, das ist auf der Aufnahme hier von der Catalea, das bin nicht ich. So ein Stöhnen war da vorhin auch drin. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat sie das aus irgendeiner anderen Reaction zusammengeschnitten. Ist gut möglich. Gehabt, dass der Podcast, Ja. Quatsch, da habe ich gesagt, dass ich auf TikTok ein Video gesehen habe. Da hat jemand eine Animation von Dragon Ball genommen, das ist Son Goku. Ja, Übrigens, Ruhe in Frieden, Akira Toriyama ist gestorben, also der Erschaffer von Dragon Ball. Der sagt mir nichts, aber ist natürlich traurig, dass er tot ist. scheint wohl vor einigen Tagen gestorben zu sein. Lassen Sie sich ja mal kurz ein bisschen gedenken, weil es ist ein großartiger Mann gewesen. Alter, Rainer, halt dein Maul. Alter, Rainer, halt ein... Alter, ja, haut's klein Beitel auf Zeiten. Ja, Grüße an Dr. Matt Träger. Ist das sein Scheiß Ernst? Da macht er jetzt einen auf Schweigeminute und auf Gedenken und es ist so traurig, dass der gestorben ist. Weil der halt, keine Ahnung, die Kinderserien gemacht hat, die Rainer gerne schaut. Bei allen anderen Leuten ist es ihm geschmeidig scheißegal. Ist ihm wurscht, ob in Wien Leute sterben. Da hat er gesagt, ja, es sterben dauernd irgendwo Leute, ich kann mir ja jedes Mal irgendwie traurig sein, sonst komme ich ja aus dem Traurigsein nicht mehr raus, so ungefähr. Ja. Als Maradona gestorben ist, mei, scheißegal, irgend so was hat er gesagt, irgend so ein Fußball-Depp oder keine Ahnung, ne? Sehr despektierlich.
Ich habe jetzt auch keinen großartigen Bezug zu Maradona, weil Fußball geht mir auch geschmeidig am Arsch vorbei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem bin ich, war meine erste Reaktion, als ich gehört habe, dass der Mann tot ist, nicht irgendwie irgendeinen respektlosen Bullshit über den vom Stapel zu lassen. So. Und jetzt stirbt, wie er nicht heißt, der Dragon Ball gemacht hat. Und das ist eine große nationale Tragödie. Ja? Du hältst es im Kopf nicht aus. Du hältst es einfach im Kopf nicht aus. Da wird jetzt hier der Pietätslord gemimt. Also, So. War wirklich ein großartiger Mann, hatte Ja, oh ja, das war eine richtige Gedenkminute, die hat ganze 10 Sekunden gedauert, Reini. wirklich großartige Ideen mit Dragon Ball. Da frage ich mich auch, ob es überhaupt mit Dragon Ball noch irgendwie weitergeht. Weil letzten Endes ist er Ladies and gentlemen, in the blue corner, letzten Endes. der Erfinder von Dragon Ball. Und da bleibt die Frage, ob es weitergeht. Aber Reini, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Wenn Schöpfer von so ikonischen Dingen, also Dragon Ball scheint ja ikonisch zu sein, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, aber es hätte nicht so eine massive Fanbase und Fanszene auch, die ja alles machen, von Cosplays über Conventions und allem drum und dran, wenn da nichts dran wäre. Ne? Reini, wenn Leute, die solche ikonischen Dinge geschaffen haben, von uns gehen, dann ist es meistens, in den allermeisten Fällen, das Beste, wenn ihr Werk nicht von irgendwelchen geldgeilen Pushern weitergeführt wird. Da kommt nichts Gutes dabei rum. Ne? Wir sehen es, George R. R. Martin ist noch nicht tot, aber in dem Moment, in dem Game of Thrones damals die Story der Bücher überholt hat, ist die Qualität massiv nach unten gegangen. Warum? Weil diese talentlosen Uhrensöhne, die diese Showrunner waren, wie Benioff und Weiss, dann die Scheiße selber haben schreiben müssen. Und die haben halt nichts drauf. Der Benioff hat das scheiß Drehbuch für X-Men Origins Wolverine geschrieben. Beweisführung beendet. Ne? Jetzt ist hier, glaube ich, sind die letzten Tolkien-Nachkommen sind jetzt alle tot. Und dann kommt hier, Alter, was ist jetzt wieder los? Der geht noch und sagt, Entschuldigung. Und dann kommt hier Amazon um die Ecke und macht hier The Rings of Power und scheißen massiv rein. Reini, wenn man irgend so eine ein Franchise, irgend so ein, ob es eine Buchreihe ist, eine Serie, sehr liebt und der ursprüngliche Schöpfer macht das nicht weiter, entweder weil er gestorben ist oder weil er ein fetter Hurensohn ist, der sich in New Mexico in seine Butze setzt und sich denkt, hahaha, fickt euch alle, ich habe ja euer Geld schon. Warum soll ich denn meine Bücher weiterschreiben? Dann ist es immer besser, wenn einfach niemand das weitermacht. Also ist aber in 99% der Fälle, weil da nur Scheiße dabei rauskommt. Na gut, das nochmal so am Rande. Jetzt zu der Hauptinformation, um die es eigentlich ging. Ich habe ein Video gesehen auf TikTok und da hat jemand halt ein Stück von Dragon Ball rausgenommen und hatte dazu eine Aussage getätigt. Das war sogar mit der Stimme von Son Goku. wow. Ich weiß nicht, ob das mit einer KI gemacht wurde oder ob das wirklich der Synchronsprecher von Son Goku war. Ich finde das lustig. Irgendjemand reagiert hier mit mir. Das war schon wieder nicht ich. Aber ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er dann sowas gesagt, wenn du am Boden bist, wenn du dich psychisch am Ende fühlst. Alter, jetzt kommt wieder irgendein schmandiger, pathetischer Bullshit.
aus den Hirnwindungen von einem Rainer Winkler. Oh, wenn du am Boden bist, dann, oh, hier, dieses und jenes. Rainer. Du bist am Boden. Die Leute, die dich an den Boden gebracht haben, also die Art und Weise, wie du dich selber dahin gebracht hast, ist dir bewusst und du machst trotzdem weiter. Der Spruch, den du dir zu Herzen nehmen solltest, ist, keine Ahnung, wenn du am Boden bist, versuche nicht noch weiter zu fallen. Wenn du psychisch komplett im Arsch bist und denkst, es geht nicht mehr weiter, denkst, du kannst nicht mehr weitermachen, dann geh in ein Krankenhaus und schau dir Kinder an, die unter Krebs leiden. Alter. Einfach nein. Einfach nein. Also Leute, wenn ihr unter Depressionen leidet, laut Reinis Aussage, dann hilft es euch angeblich, oder da schlägt er wieder rein der Empathielord, dann hilft es, Menschen zu sehen, die noch härter leiden als ihr. Damit ihr euch dann besser fühlen könnt. Was für eine empathielose Scheiße ist das? Leute, wenn ihr wirklich unter Depressionen leidet, dann dann sucht euch professionelle Hilfe. Da muss man sich nicht dafür schämen. Das kann jedem passieren. Und ab einem gewissen Grad kann man sich da auch nicht mehr selber draus befreien. Es gibt Leute, ne, die professionell dafür ausgebildet werden, genau bei solchen Problemen zu helfen. Wendet euch an die. Und die Gesellschaft ist sehr, sehr viel offener und sehr, sehr viel verständnisvoller geworden in den letzten Jahren für sowas. Das ist kein Stigma mehr. Die allerwenigsten halten euch für bekloppt oder schauen auf euch runter. Die meisten Leute freuen sich, wenn man dann sagt, hey, ich habe das begriffen, ich brauche da Hilfe, ich komme da alleine nicht mehr raus. Wenn es einfach nur der Blues ist und noch keine fertige Depression. Leute, je nachdem, was ihr lieber habt, geht irgendwo hin, wo Hunde- oder Katzenbabys sind. Ne? Und zwar gesunde Hunde- und Katzenbabys. Und erfreut euch daran. Sucht euch was Schönes. Ja, das euch rauszieht. Um Himmels Willen. Es sei denn, ihr seid wirklich der empathieloseste Abschaum auf der Welt, den das Leid anderer so sehr erfreut, dass es schafft, aus der eigenen Depression sich daran rauszuziehen. Geht ihr nicht ins scheiß Kinderhospiz und schaut denen beim Verrecken zu. Was ist es? Was ist es? Denkt ihr nach für 5 Cent, bevor er sein geistliches Schandmal aufmacht. Die fast schon sterben oder halt schon fast gestorben sind, beziehungsweise die vielleicht nicht mehr ihren nächsten Geburtstag erleben werden. Nee, wegen Teufel tun. Ganz ehrlich, das deprimiert einen doch noch mehr. Wie sagst du, wenn das Leid anderer Leute dein Leid mindert, dann bist du ein Psychopath und nichts anderes. Und dann sag nochmal, dass du nicht in der Lage bist, dein Leben zu führen, wenn du gesund bist und allem drum und dran. Alter, das ist doch auch, das ist eine Einstellung, die sich Gott sei Dank in unserer Gesellschaft nur noch sehr selten findet. Ja, dieses, stell die nicht so an. Ja, wenn jemand da Depression hat und dann kommt, deswegen trauen sich viele Leute nicht zum Psychologen zu gehen, sich professionelle Hilfe zu holen, weil es Arschlöcher gibt, die solche Aussagen treffen. Stell die doch nicht so an, reiß dich doch einmal zusammen, schau dir die mal an, denen geht's viel, viel, viel schlechter. Was hast du für ein Recht, dich zu beschweren? Du stirbst ja nicht einmal. Reiner auch so eine Depression kann ganz schnell tödlich werden. Kann ganz schnell tödlich werden. Und ich glaube, inzwischen ist es so weit verbreitet, auch es ist eine Volkskrankheit. Ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, bei dem das so war. Also ich kenne einen, der vom Dach gesprungen ist. Und
das dann abzutun mit stell dich nicht so an, ja, es gibt Kinder, die an Krebs sterben, ist absolut rückständiges Hinterwäldler bla bla. Es ist schwierig. Ja? Das ist das, was ich im Prinzip Alles immer schwierig, Rainer, bei dir. auch gesagt Es ist fürchterlich schwierig, die Scheiße hier zu kommentieren und nicht komplett auszurasten. habe. Klar kann man sich das anschauen, klar kann man das vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch mit Mitgefühl dem Ganzen entgegentreten, aber es ist und bleibt dennoch eine Sache, die einem selbst halt nicht widerfährt. Ich für meinen Teil Genau, dann geht der Rainer geht dann da rein, um sich aufzugeilen am Leid der sterbenden Kinder. Und dann geht er so, haha, was hast du, Leukämie? Dat mal stinken. Und dann geht er raus und lacht sich einen. Alter. versuche immer jemand zu sein, der sehr viel Mitgefühl hat. Ja, Rainer, ich versuche jemand zu sein, der sehr viel Mitgefühl hat. Rainer, da bist kläglich gescheitert, so wie mit allem anderen in deinem Leben vorher auch. Und Rainer, das kann man nicht versuchen. Entweder man hat Mitgefühl oder man hat es nicht. Das lässt sich nicht kontrollieren. Entweder du bist jemand, der empathisch ist und sich in das Leid anderer einfühlen kann und hast dann Mitgefühl, oder du bist ein empathieloses Narzisstenschwein, den das Leid anderer Leute aufgeilt. Ne? Und jetzt könnt ihr euch alle aussuchen, wer er hier ist. Wird zwar immer vorgeworfen, dass ich empathielos bin, weil ich Rainer, du hast es in den letzten paar Minuten wieder einmal glorreich bewiesen, wie empathielos du bist. Rainer, die Aussagen, die du in den letzten 5 Minuten getroffen hast. Ich kann mich nicht reinfühlen daran, wie es anderen Leuten geht. Wenn es mal schlecht geht, dann gehen wir sterbende Kinder anschauen. Beweisführung abgeschlossen, euer Ehren. Beide im Text. einmal einen Fehler gemacht habe, weil ich einmal mit meinem ADS auf eine Situation eingegangen Alter, jetzt holt er das ADS wieder raus. Alter, das ADS ist ja auch der Prügelknabe, der immer wieder aus dem Sack geholt wird. Wenn man dann so, ja, Rainer, warum hast du denn das mit der Holocaust? ADS. Ja, und die Wien ADS. Die Forza aus ADS. Maradona ADS. Es ist immer sein selbst diagnostiziertes ADS. Rainer, du hast kein ADS. Rainer, du hast kein ADS. Du bist einfach ein charakterlich komplett verkommener Mensch. Ja? gegangen bin und dabei eine andere Situation außer Acht gelassen habe. Weiter, das hier Wingel-Bingo-Karte hergangen, Situation. Uiuiuiui. Müssen wir demnächst auch mal wieder im Stream machen. Das ist aber nicht, weil ich empathielos bin, sondern in dem Moment hatte ich einfach andere Sachen im Kopf. Rainer, wie sage ich dir das jetzt, dass du das auch verstehst? Wenn wir mit dem Leid anderer Menschen konfrontiert werden und wir ein empathiebegabter Mensch sind, verdrängt das in der Situation die anderen Dinge, die wir im Kopf haben. Das ist die Definition davon, Mitgefühl zu empfinden. Dass man seine eigene Scheiße hinten ansteht, weil man gerade merkt, dass es jemand anderem nicht gut geht und es gerade wichtiger ist, für die Person da zu sein oder sich darum zu kümmern, anstatt um seinen eigenen belanglosen Bullshit. Ne? Hier Forza und so ein Shit. Wenn du das nicht kannst, hat das nichts mit ADS zu tun, sondern damit, dass du empathielos bist. Und wenn ich mir immer dann von Leuten anhören darf, dass ich empathielos bin, während Leute herkommen und sich über meinen Vater lustig machen, der gestorben ist, und sagen sowas wie Rudi ausbuddeln, dass sie meinen Vater ausgraben, oder Rita ausweiden, dass sie meiner Mutter quasi die Eingeweide aus dem Leib reißen wollen. Punkt Nummer 1 ist, niemand hat vor, irgendwie deinen Vater auszubuddeln oder deine Mutter umzubringen. Es ist natürlich, man kann das als geschmacklos sehen und nicht schön. Ja, auf Muttern gehen ist, ne? Jetzt muss man aber, weil das würde ich, den Punkt würde ich jedem Menschen
sofort widerspruchslos geben. Ne? Auf Vatern und Muttern, besonders wenn die tot sind, geht man nicht. Aber, und jetzt kommt ein Aber, das ich bei niemand anderem außer bei dir jetzt anbringen kann, wenn man selber der besagten Mutter gegenüber Aussagen getroffen hat, wie du über deine Mutter getroffen hast, wenn man mehrfach bewiesen hat, wie krass einem der Tod des eigenen Vaters eigentlich am Arsch vorbeigegangen ist, ja, weil man ihn ganz elendiglich alleine im Krankenhaus hat verrecken lassen, während man irgendwo in die Dorfdisse gegangen ist, um irgendwelche Mischis aufzureißen. Dann hat man meiner Meinung nach das Recht verwirkt, sich darüber zu beschweren, wenn dich Leute damit triggern wollen. Rainer, du ziehst dir diese Geschichte, Rudi aus Buddeln und so ein Scheiß, die ziehst du bloß raus, weil es halt Leute gibt, die sagen, ja nee, ist ein No-Go. Hier auf Vatern und Muttern gehen wir nicht. Und das ist in 99% der Fälle richtig. Und du bist dann mal wieder die glorreiche Ausnahme. Ja? Weil du deine Eltern selbst schon diffamiert hast und bewiesen hast, wie krass sie dir am Arsch vorbeigehen. Dass die auf meine Schwester oder meine Freunde oder meine Familie losgehen. Und solche Leute werfen mir Rainer, auf deine Schwester ist niemand losgegangen. Keiner. Also keiner, von dem ich weiß. Empathilosigkeit vor, weil ich mit jemandem gesprochen habe und dann auf eine andere Situation gegangen bin. Das wird immer gesagt als Forza runtergeladen. Ja, das wird nicht gesagt als Forza runtergeladen. Das hast du gesagt, dass Forza runtergeladen war. Und der hat dir das Herz ausgeschüttet. Leute, sag mir in den Kommentaren, was er genau gesagt hat. Es ist, ist irgendjemand gestorben oder hat er selber Depressionen und es war auf jeden Fall was Schlimmes. Und dann, das glaube ich da gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Mit einer Gleichgültigkeit. Mit einer absoluten Gleichgültigkeit. Liest er erst diesen Kommentar vor. Oder diese Chat-Nachricht. Und dann, so Leute. So dann, Forza ist fertig runtergeladen. Ne? Das kannst du nicht ausdenken. Ne? Oder Forza ist runtergeladen. Weil wir in einem Livestream waren, kurz zusammengefasst die Anekdote, wir waren in einem Livestream. Jetzt kommt sicher wieder ein Lülülü. Darauf gewartet, dass Forza runtergeladen ist, weil wir wollten Forza Motorsport, also Forza Horizon, ich glaube das war das 5er damals, wollten wir damals livestreamen und da haben wir gestreamt und haben darauf gewartet, dass es runterlädt. So. Rainer, ist wieder dieses Wir. Ne? Das ist ganz, 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 ganz plumper Manipulationsversuch. Ja? Nicht ich habe diese absolut empathielose Schmutzaussage getroffen, sondern wir, ich und alle anderen in dem Streamenden. Ja, wir haben alle sehnsüchtig auf Forza gewartet und alles andere war uns egal. Deswegen nehmt doch die anderen mit in die Verantwortung. Ich war es ja nicht alleine. Doch, Rainer, du warst es alleine. So. In der Zwischenzeit habe ich so einen kleinen Talk gemacht. Ich habe ein bisschen mit den Chat, mit den Leuten, mit den Gästen gesprochen. Und jetzt muss man dazu kurz erklären, wenn ich den Chat lese, ich lese den Chat oft und es hinterlässt in meinem Kopf nur bedingt Sinn, wenn ich mich nicht hundertprozentig darauf konzentriere. Das liegt an meinem ADS. Nein, Rainer, das liegt nicht an deinem ADS. Das liegt daran, dass dir das vollkommen scheißegal ist, was die Leute in einen scheiß Chat schreiben. Die Leute sind dafür da, dass sie die Barren hinausschmeißen, ja? Weil Barren und nochmal Barren müssen her und alles andere ist dir scheißegal. Deswegen kümmerst du dich so wenig wie geht um den Chat. Du weißt, ich muss mich um den Chat kümmern, weil das gehört ja irgendwie dazu, wenn man hier Influencer spielen will. Weil du bist kein Influencer, du spielst seit 12 Jahren Influencer. Und dann tue ich jetzt einmal so, wie wenn mir das interessieren, was die sagen. Oh, Gott sei Dank, Forza ist jetzt runtergeladen, dann muss ich mir diese Scheiße von diesen Leuten nicht mehr anhören. Das ist in deinem Kopf vor sich gegangen. Das hat mit ADS überhaupt nichts zu tun.
Das heißt gleich wieder, ja, du schiebst immer alles aufs ATS. Ne? Ich schiebe nicht alles aufs ATS ab. Doch, Rainer, du schiebst alles aufs ADS. Manchmal auch auf die Legasthenie, aber die Legasthenie ist ja vom ADS angeblich bedingt, weil du dir auf überhaupt nichts konzentrieren kannst. Eine komischerweise auf deine japanischen Kinderserien, auf die kannst du dich sehr gut konzentrieren. Da kannst du danach, wie ein Fünfjähriger, die Storys nacherzählen. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie selber Kinder hat oder Nichten und Neffen und die so in so einem Alter sind, sagen wir mal zwischen 5 und 8 Jahren, ne? Wenn die irgendeinen Film gesehen haben oder irgendeine Serie und die wollen dir das erzählen. Ja? Und dann kommen die her, Onkel Kasper, ich hab hier das und das gesehen und dann hat er so und dann war das und das und bla 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 bla. Da kann er sich wunderbar drauf konzentrieren, da merkt er sich jede einzelne Szene und wie die heißen und alles, ist alles gar kein Problem. Aber wenn er den Chat liest und seinem Beruf nachgeht, wie er immer sagt, da ist auf einmal ADS. Oh, da kann er gar nichts für. Call Bullshit, Rainer. Aber es ist Tatsache, dass es ein ADS-Fehler ist. Nein, und wenn du sagst, es ist Tatsache, macht es das nicht wahrer. Fakt ist, es ist Tatsache, dies oder jenes. Sind keine validen Argumente. Rainer, gib mir von einem anerkannten Experten einen schriftlichen Schrieb mit Unterschriftstempel, allem drum und dran. Bring den Typen dazu, es mir persönlich zu geben, weil ansonsten glaube ich es dir auch nicht. Der kann persönlich zu mir kommen, kann mir das schriftlich geben und dann sagen, hier, Herr Kasper, wir haben den Herrn Winkler untersucht und festgestellt, der ist gar nicht dumm. Der hat einfach bloß ADS und der kann für das überhaupt nichts. Dann gebe ich es dir. Dann gebe ich es dir und ich werde über deine ADS-Ausreden nie wieder ein Wort verlieren. Bis dahin halt dein dummes, fettes Schandmaul. Wenn ich etwas lese und mich nicht hundertprozentig darauf konzentriere, dann hinterlässt es in meinem Hirn keinen Sinn. Ich lese das Ganze, ich lese es vielleicht sogar laut vor, man hört, was ich gesagt habe, aber ich habe es in meinem Kopf nicht registriert. Weil es dir egal ist, Rainer. Weil es dir egal ist. Du liest es vor, weil du es musst. Das ist wie in der Schule, war es wahrscheinlich auch schon so, wenn es dann geheißen hat, hier, wir sind jetzt im Buch, keine Ahnung, im Englischbuch auf Seite so und so. Da ist jetzt eine Textpassage, die lesen wir jetzt gemeinsam. Fangen wir an. XY, ich habe das auch gehasst, aber wenn ich das vorgelesen habe, ist trotzdem in meinem Kopf irgendwie, ne, ist das angekommen. Es gibt da Leute, die lesen das dann einfach nur stur vor, um es hinter sich zu bringen, damit es weiter ist und sie sich nicht weiter damit beschäftigen müssen. Und so machst du das mit deinem Chat. Ja, du spielst Influencer und du weißt, Chat-Nachrichten vorlesen ist Teil davon, muss ich machen. Und dann machst du das halt. Aber währenddessen denkst du, oh, ich würde jetzt lieber wichsen, in dem und dem grenzpädophilen Anime, neulich habe ich wieder irgendwas gesehen. Der Inhalt geht ja komplett am Arsch vorbei. Ja, du spielst Influencer, so wie kleine Kinder Kaufladen spielen. Ja? Ich hätte gern die Milch, das macht 2 Mark. Sondern ich habe halt, gerade wenn ich im Chat bin, gerade wenn ich im Talk bin mit Leuten und chatte und rede, gerade dann ist es oft so, dass ich Sachen vorlese und es in meinem Kopf keinen Sinn ergibt. Weil Ich übersetze das einmal. Leute, wenn ihr mit mir kommuniziert, ich höre euch gar nicht zu, es ist mir wurscht. Es ist mir vollkommen wurscht. Ich denke an irgendwas anderes, während ich da, ne? weil ich mich nicht hundertprozentig darauf konzentriere, weil ich nebenbei auch schon wieder andere Sachen lese, weil ich nebenbei mich auf die Musik konzentriere, weil ich mich nebenbei Auf die im Übrigen widerrechtlich abgespielte Musik. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt in meinem Stream irgendwelche Mucke laufen lasse, so what? Ich monetarisiere die Scheiße nicht. Das ist nicht mein Beruf, ich mache das nicht aus kommerziellen Gründen. Wenn ich gewerblich streame und Videos mache, die monetarisiert sind, die mein Beruf sind, die meinen Lebensunterhalt finanzieren, dann muss ich lizenzfreie Musik benutzen.
Aber lizenzreife Musik ist halt, damit kannst du Akzente setzen, um den Inhalt, den du selber mit reinbringst, dein eigenes Werk praktisch noch zu betonen. Aber das ist ja natürlich, wenn die Musik der Hauptinhalt ist das nicht möglich. Da brauchst du was mit Wiedererkennungswert. Und deswegen lässt der immer noch auf Spotify seine Muckne laufen. Und ich finde es unverschämt, dass Spotify ihm nicht schon längst irgendwie die Prügeln ausgeschmissen hat. Und gesagt hat, nein, hier, Herr Wingel, läuft nicht. Ja, sämtliche Spotify-Kontos gekündigt. Konten. Entschuldigung. Dass die GEMA nicht kommt und sagt, Herr Winkler, Sie benutzen seit 12 Jahren rechtlich geschützte Musik in Ihren Streams, in Ihren Videos, um das zu monetarisieren, damit Geld zu verdienen. Und die schulden uns XY Betrag. Aber es melden immer mehr Leute ihn auch bei der GEMA und Leute, hört es auch nicht auf, ihn bei Spotify zu melden. Vielleicht könnte man da den Anzeigenhauptmeister mal drauf ansetzen. Ja, sagen wir hier, ich weiß, du hast dich auf Parksünder spezialisiert, aber ne, du nimmst es doch sehr genau mit den Gesetzen in diesem Land. Schau dir das einmal an. Ja, der lässt hier rechtlich geschützte Musik, an der er nicht die Rechte hat, in seinem Stream, gewerblich genutzten Stream, ablaufen, um da Barren nicht zu erbetteln. Nutzt dafür sein Spotify-Konto, das er nicht nutzen darf, dafür, weil es in den Spotify-Richtlinien so drin steht. Kümmere dich doch da mal drum. Und dann schaut sich der Anzeigenhauptmeister den Wingel seine Streams an, jedes Mal vorne bis hinten, macht sich seine Notizen und dann werden da 20 Anzeigen ausgeschmaßt. Ne? Das wäre doch eine Sache. Auf ein Gespräch konzentriere und so weiter. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig für mich, das Ganze dann letzten Endes als sinnergebende Sache umzusetzen. Letzten Endes! Das macht das alles nicht einfacher. So, und... Oh, jetzt habt ihr das mitgekriegt, jetzt war es nicht schwierig, weil er gemerkt hat, dass es schwierig ist, jetzt schon ein bisschen ausgelöst, das hat er jetzt schon ein paar Mal benutzt in dem Podcast, so jetzt ist es nicht einfach. Das ist eine richtig beschissene Aktion. Richtig beschissen. Und gerade deswegen habe ich in der Situation, da hat mir jemand irgendwas erzählt, ich weiß nicht genau, was es war, da war irgendwie jemand krank oder so, ich weiß nicht mehr, um was es da ging. Leute, ich suche euch das jetzt raus. Nur für euch mache ich das jetzt, ich mache kurz Pause. So, es geht praktisch darum, der Mensch aus dem Chat, der schreibt, dass seine Eltern gestorben sind und hier, bitte sehr. Ja, meine Mutter ist auch nicht mehr da und jetzt mein Dad so krank. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich alles fühle. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Auch hier wieder Beweisführung beendet. Ne? Da sagt ihm jemand, ey, meine Mutter ist gestorben. Vor allem, weil er ja vorher, das ist ja das Geile. Reini palabert vorher von wegen, oh, die Leute gehen auf meinen toten Vater und so und bla 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 bla. Und das ist so schlimm. Und dann sagt ihm jemand, jo, ich habe auch einen Elternteil verloren. Der andere Elternteil ist schwer krank und wird es wahrscheinlich nicht mehr lange machen. Und ich kann das nachvollziehen, dass das schwierig für dich ist. Ich komme selber mit meinen Gefühlen nicht klar und das ist die schwierigste Zeit in meinem Leben. Und dann kommt, ja, das glaube ich dir gern. So Leute, Forza. Nein, da kannst du dir nicht mehr rausreden. Da kannst du dich nicht mehr rausreden. Und man sieht einmal wieder, du nimmst dieses, mein Vater ist gestorben, Ding, einfach nur ums reinzuschmeißen, ja, in den Raum und zu sagen, im Übrigen, ihr dürft mich nicht kritisieren und ihr dürft dieses und jenes nicht, weil ich bin so arm, weil ich bin so traurig, weil mein Vater ist tot. Dass der Vater gestorben ist, der krank geschmeidig scheißegal. Das sage ich jetzt hier, das ist meine Meinung. Ich glaube, dass du dich heimlich
dass du dir heimlich ins Fäustchen gelacht hast, ja, weil dein Vater in deinen Augen einfach nur ein Despot war, der dich unterdrückt hat und der verhindert hat, dass du endlich der große Internetstar wirst, der du schon immer werden solltest. Das Schicksal, das dir vorbestimmt war, dem ist dein Vater im Weg gestanden. Und als der den Arsch hochgemacht hat, bist du hingegangen und hast gesagt, Gott sei Dank, endlich. Kann ich endlich YouTube-Star werden. Das war alles. Das unterstelle ich dir, hier und jetzt. Schon zu lange her, ist schon wieder 3, 4, 5 Jahre her. Und ich habe damals eben mit jemandem, habe dann eben eine Chatnachricht vorgelesen. Da ging es irgendwie jemandem nicht gut und dann in dem Moment war aber dann Forza Horizon runtergeladen. Und das hat mich in dem Moment abgelenkt, weil ich habe dann rechts unten im Bildschirm am PC. Ey, übersetz es mal. Deine tote Mutter und dein kranker Vater, scheiß doch auf alles. Forza, Digga. Forza, Digga. Und wenn es dir nicht passt, ist oben rechts der X-Button. Ne? Eine Meldung bekommen, Forza Horizon ist runtergeladen. Und da wir ja darauf gewartet haben, weil wir das ja live streamen wollten. Rainer, bei deiner Bambusleitung, ich weiß nicht, ob du damals dann schon das Glasfaser hattest, aber man hätte dann auch noch 3, 4 Minuten länger auf die Scheiße warten können. Also es ist jetzt nicht so, dass Forza Horizon die Welt untergeht, wenn man es nicht sofort anschmeißt, wenn es runtergeladen ist. Man hätte sich dann wenigstens noch ein bisschen Zeit nehmen können für die Person in deinem Chat, die aus deiner Community, der es gerade richtig beschissen geht, die dir das Herz ausgeschüttet hat gerade, der wirklich die einschneidendsten Dinge passiert sind, die einem Menschen in seinem Leben passieren. Und zwar der Verlust der Eltern. Und dann hätte man sich die paar Minuten nehmen können und sagen, hey du, wenn man denn Empathie empfinden würde und wenn einem der Tod des eigenen Vaters nicht am Arsch vorbeigegangen wäre, hätte man sagen können, jo, ich habe damals auch, das war so und so und ich habe versucht, mich da und damit abzulenken, ich habe versucht, das und das zu machen, um darüber hinwegzukommen. Ich habe vielleicht mit so und so gesprochen, Freunden, Psychologen, sonst irgendwas. Das hat mir sehr geholfen und ich wünsche dir alles Gute und alle Kraft der Welt, die du gerade brauchst, um das zu überstehen und ja, einfach auf die Leute eingehen. Und halt einfach mal für 5 Minuten drauf scheißen, dass Forza runtergeladen ist. Das wäre halt eine Sache. Habe ich dann in meinem Gehirn war ich dann schon wieder 2 Schritte weiter, als das, was ich gerade gelesen habe. Und das sagen dann die Leute, dass ich empathielos bin. Ja, das ist die Definition davon. Was aktuell abgeht, ist auch eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, was für ein asozialer Haufen die Haters sind. Also geil. Ich habe zwar die Forza-Geschichte gemacht und so, aber die Hater sind der asoziale Haufen, Digga. Die Hater, Alter. Alter, also krass schon, was die Hater so sagen. Ich mache momentan so gut wie keine Videos. Ich mache momentan den Podcast, hin und wieder mal einen Livestream, wobei das sehr selten ist. Und gelegentlich mache ich hier auch mal hier und da ein paar Spiele und ach, ich weiß nicht. Ich mache auf jeden Fall hier und da ein paar Kleinigkeiten. Ja. Und im Großen und Ganzen ist es so, ich führe halt einfach ganz normal mein Leben. Und ich mache nicht einmal online sonderlich viel. Dann kommen aber Leute... Reini, du hast online sehr viel gemacht. Sehr viel. So lange, bis dein aktueller Standort geleakt wurde und gewisse Vorwürfe gegen dich ans Licht gekommen sind. Seitdem hast du weniger gemacht, aber auch nicht nichts. Ne? Die jetzt da vor Ort bei Leuten rumrennen und da rumschreien und da Terror machen und keine Ahnung, die dann auf TikTok Videos hochladen, wie sie Ofenkäse an Hauswände schmeißen, die dann rumrennen und sich hier eine auf dicke Hose machen. Die hergehen und die Scheiße bauen rein. Ich sag's doch. Und im Übrigen, Liebe und Ehre gehen raus an den Hupen-Hater. Ne? Du hast sehr zu meinem Amüsement beigetragen. Und dann... Allein schon, wenn der im Stream sitzt und man hört im Hintergrund die Hupe draußen und der Mund wird klein, die Gesichtszüge entgleisen. Köstlich. Ganz, ganz, ganz köstlich.
behaupten, sie machen das, damit ich da verschwinde, weil ich da Terror mache. Dabei passiert es überhaupt nicht. Ja, dabei ist das gar nicht so. Und trust me, Bro. Ich habe in keinem Hotel, in dem ich war, in den letzten 2 Jahren, das sind jetzt 2 Jahre, auf die wir zurückblicken können mittlerweile, mehr als 2 Jahre sogar. Es sind inzwischen schon mehr als 2 Jahre, das ist richtig, Rainer. Du bist am 28. Februar 2022 aus der Schanze rausgewongelt. Und ich sag's dir, wie es ist. Das war bis heute dein größter Fehler. Ne? Sagen wir der zweitgrößte. Der erste, größte, wirklich eklatanteste Fehler war zu denken, du könntest Internetstar werden und dir eine Karriere als Streamer /YouTuber aufbauen. Entschuldigung, das war dein primärer Fehler. Und der wird sehr dicht gefolgt von du hast die Schanze verkauft. Ich weiß, die Schanze, da haben die Wände geschimmelt, was deine Schuld ist, ne, sind wir mal ehrlich, die war renovierungsbedürftig, was zum großen Teil auch deine Schuld war. Und die war teuer zu heizen, mit sehr altem Equipment. Das waren, glaube ich, so alte, korrigiert mir, wenn es scheiße labert, das waren so alte Ölheizkörper. Die habe ich in der WG, wo ich immer gewohnt habe, auch gehabt. Die sind super unangenehm zum Heizen. Ja, weil du da im Endeffekt, da musst du schauen, ist sau kompliziert. Normale Zentralheizung, wo du einfach bloß am Thermostat aufdrehst, beste. Der Prepaid-Stromzähler hat dich zum höchst möglichen Tarif mit Strom versorgt, war aber halt auch sehr gierig, da hast du immer schön nachfuttern müssen. Aber auch da warst du selber dran schuld. Hättest du dein scheiß Geld, das du für irgendwelche Porno-Chatbots rausgeschmissen hast, dafür benutzt, um über die Jahre hinweg deine Stromrechnung zu bezahlen. Und hättest du deine Softboxen und deinen Rechner nicht 24 Stunden am Tag laufen lassen, dann hätte das, dann wäre das nie so weit gekommen, dass dieser Prepaid-Stromzähler da eingebaut worden ist. Hättest du dir einen normalen Job gesucht und ein bisschen gewirtschaftet, ne? Jetzt sämtliche anfallenden Renovierungsarbeiten in der Schanze machen lassen können. Beim Teufel nicht selber. Ne? Wir wissen alle, dein handwerkliches Geschick bewegt sich auf folgendem Niveau. Gut, jetzt langsam wieder. Nee, aber du hättest das machen können. Du hättest die Schanze ein bisschen in Schuss halten können. Vielleicht dir mal was sagen lassen von Leuten, die sich auskennen mit älteren Gebäuden und sagen, hey, Reini, da und da, so und so musst lüften, damit du die Bude nicht überm Kopf wegschimmelt. Da und da musst heizen. Und um Himmels Willen reiß nicht die Holzvertäfelung da drunten an der Treppe weg, weil die ist nämlich dafür da, dass die Wärme, wenn du unten heizt, nicht nach oben steigt, wo niemand ist, sondern unten im Erdgeschoss bleibt. Sodass du nicht jedes Mal, wenn du die Heizung anschmeißt, die komplette Schanze von oben bis unten komplett durchheizen musst, bevor es unten warm wird, weil Wärme von unten nach oben steigt. Ne? Warme Luft steigt nach oben. Aber
Da hätten die Leute auch gegen die Wand reden können. Ne? Nix ist da gemacht worden, das reißt mir erst einmal weg. Ja, und wenn es dann zieht, hängt man Fortfahne hin. Ich habe in keinem einzigen Hotel rumgeschrien. Ich habe in keinem einzigen Hotel Terror gemacht. Ich habe in keinem einzigen Hotel Scheiße gebaut. Es gab eine einzige Keine, ich habe Aussagen mitbekommen von Hotelangestellten, die gesagt haben, du hast diese Zimmer hinterlassen wie Dresden 45. Weil du der Meinung warst, hier, du bezahlst ja dafür, dass andere Leute hinter dir herputzen, dann ist es ja vollkommen scheißegal, wie du das machst. Und wie du das Zimmer hinterlässt. Situation, was mit einem Hotel in einer Schwierigkeit war. Und das war aber nicht, weil ich da Terror gemacht habe, sondern das sind Leute zum Hotel. Da habe ich in einem Hotel auf jemanden gewartet, weil die Hater mich dahin bestellt hatten. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Und dann hat einer von den Hatern, der da vor Ort war, gesehen, dass ich rangekommen bin und mich dann, ich habe extra gefragt, ob ich in der Hotellobby auf jemanden warten darf. Dann haben die gesagt, ja, darf ich. Dann habe ich mich hingesetzt. Und dann haben dann ist einer von den Hatern an der Rezeption gegangen und hat gesagt, ey, passt mal auf, der Typ da ist pädophil, ne, schmeiß den mal raus. So. Bei Call Lülü an die Geschichte, weil, also ich weiß, dass er vor einiger Zeit einmal, dass man versucht hat, irgendein Bärchen wollte ihn in irgendein Hotel locken, aber das hat ja nicht funktioniert. Aber die Geschichte wäre mir neu. Und an Betracht der Tatsache, dass ich von dieser Geschichte noch nie etwas gehört habe, call ich Lülü. Bitte korrigiert mir in die Kommentare, wenn das tatsächlich was ist, was an mir vorbeigegangen ist. Aber ich bin der Meinung, in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren, 2,5 Jahren ist im Drachengame wenig an mir vorbeigegangen. Dabei stimmt das natürlich gar nicht. Und dann gab es da Terror. So. Ja, das mit der... ihr wisst schon was, Billy. Da wäre ich an deiner Stelle wirklich vorsichtig, Rainer. Ne? Dabei habe ich überhaupt nichts gemacht. Der Typ hat da einfach nur Scheiße Ich hab gar nicht gemacht, gar nicht. gebaut und hat mich da angegriffen. Ja. Und ich bin dann der Idiot gewesen, der dann da angegriffen wurde und denke mir, Rainer, niemand hat dich da angegriffen. so, Alter, was ist denn mit euch falsch, ne? Was läuft denn in eurem Hirnstamm falsch? Tja. Ja. Na gut, das ist alles nicht ganz so sauber abgelaufen, aber was will man machen? Ja, Rainer, hohle Floskeln rausballern hilft da auch nicht. Und das Ganze, wie er sagt, ja, das ist alles nicht so sauber abgelaufen, hin und her, bla bla bla. Wie er das jetzt alles erzählt, ist ein Lügengebilde. Das ist ein klassisches Winklersches Lügengebilde. Jeder, der den Mann länger wie 2 Monate verfolgt, kann da durchschauen, wie durch frisch geputztes Glas. Ist Bullshit, Rainer. Ist Bullshit. Ihr müsst mal vergleichen, wenn er von Dingen erzählt, die tatsächlich so passiert sind. Und wenn er solche Geschichten erzählt. Es sind himmelschreiende Unterschiede, weil er dann immer da wieder so ein bisschen sein... er sieht sich ja auch als Autor. Ne? Und dieses, in Anführungsstrichen, Talent, was er sich da einbildet, lässt er dann immer, wenn er so eine Lügengeschichte erzählt, lässt er das immer damit einfließen. Und dann wird das alles noch ein bisschen ausgeschmückt und ausgemalt und das ist super offensichtlich, wenn er tatsächlich von Dingen erzählt, die wirklich so passiert sind, versus wenn er so Geschichten, die er sich offensichtlich gerade aus dem Arschgebirge gezogen hat. Das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Passt da mal auf drauf. Nehmt jetzt die Story, hört euch die an und dann sucht euch irgendeinen alten Schnitt raus. Irgendeine alte Scheiße, wo er von Dingen redet, die tatsächlich so passiert sind. Ich weiß, es ist selten. Aber jetzt, keine Ahnung, nehmt die Story, wo sie eben kurz vorm Auszug im Januar 2020 das DSL-Kabel geruppt haben. Wie er die Story erzählt. Da ist natürlich am Ende das besteuerte, gekünstelte Lachen, aber wie er die Story vorher erzählt, komplett anders. Komplett anders. Und das war, wo ich in Berlin war, letztes Jahr. Das war im Januar, müsste das gewesen sein. Und dann denke ich mir auch immer so, Alter, ohne Scheiß, ihr habt da ein Hotel belästigt, ja?
Ich habe noch nicht einmal was gemacht. Ich habe noch dazu habe ich in der Lobby gefragt, ob ich mich da hinsetzen darf und auf jemanden warten darf, weil ich gedacht habe, ich warte auf jemanden. Ja, du gedacht hast, du wartest auf irgendeine Mulle, oder? Und die Person kam dann nicht. Und natürlich war das halt von den Hatern, wie gesagt, alles beschissen gemacht. Und dann bin ich am Ende der Arsch gewesen, der dann da irgendwie gelackmeiert war, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe. Sogar noch extra gefragt habe, ob ich mich hinsetzen darf. Ich hab gar nichts gemacht, ich hab gar nichts gemacht, ich hab gar nichts gemacht. Hä? Überhaupt nichts hat er gemacht. Ja, das ist, ich weiß nicht, ich weiß auch bis heute ehrlich gesagt nicht, was ich von diesem ganzen Quatsch halten soll. In den letzten 2 Jahren bin ich aus, ich weiß gar nicht wie vielen Hotels geflogen. Zu Recht, Rainer, zu Recht. Weil Leute da Terror gemacht haben. Die haben da Es sind immer diese hohlen Plattitüden, die gehen her und bauen die Scheiße. Die machen Terror. Rainer, was haben sie denn gemacht? Was haben sie denn gemacht? Ich weiß, dass einmal irgendwo in Nürnberg hat jemand hier so ein Feuerwehreinsatz orchestriert, sagen wir es mal so. Davon distanziere ich mich. Notrufmissbrauch ist niemals lustig, scheißegal. Ob man ihm damit auf den Sack geht oder wem auch immer. Aber Reini, du hast dich in diese Hotels gesetzt und da Videos gedreht und Streams aufgenommen und die Leute provoziert und gesagt, findet mich doch, sucht mich doch, macht doch. Und ganz ehrlich, es sind die Leute, die da wirklich anrufen oder da Pizza hinbestellen oder so, sonst irgendwas, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz der Haterschaft. Die warten aber darauf, dass du sie provozierst. Und anstatt zu sagen, hey Leute, vielleicht sollte ich diesen Leuten nicht aktiv auf den Sack gehen und denen noch mehr Gründe geben, irgendwie, wie du sagst, die Scheiße zu bauen oder Terror zu machen. Vielleicht sollte ich da einfach ein bisschen den Ball flach halten. Setzt euch hin, findet mich doch. Ihr seid so dumm, ihr werdet mich niemals kriegen. Jokes on you, bitch. We already got you. gerufen, die haben da Pizza hinbestellt. Damit schadet man schon mal dem Pizzalieferservice. Also teilweise bei einer Pizzabestellung, bei einer Fake-Pizza-Bestellung, schadet man meistens sogar 2 Parteien. Und zwar einmal dem Lieferservice selbst und dann auch noch der Pizzeria oder dem jeweiligen Restaurant, bei dem man bestellt hat. Sind das nicht dieselben? Bitte klärt's mir auf, wenn ich jetzt dumm bin, aber also wenn ich hier bei meinem Lieblingspizzaservice rufe ich da an und da heißt, buonasera, beliebt, immer das gleiche, bla bla bla, ja, immer dasselbe wie davor schon, ich bin da fürchterlich. Ich bin, was Essen bestellen angeht, bin ja Ureudermo. Aber wirklich ein Ureudermo. Ich bestelle immer dieselbe Scheiße. Es ist fürchterlich mit mir. Aber, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die schicken dann heute Ohren. Der arbeitet für die. Also, ich sag, es ist nicht schön, irgendwelche Fake-Pizza-Bestellungen aufzugeben und die Leute bleiben dann da praktisch auf dem Schaden sitzen. Wo man aber auf der anderen Seite auch sagen muss, wie hat der Korsen da in Emskirchen, der Lieferservice, wo der mal gesagt hat, ja, er hat 10.000 Euro Schaden wegen Fake-Pizza-Bestellungen zum Altschauerberg 8. Alter, da hätte er spätestens bei der 3. Fake-Bestellung hätte er halt einfach gesagt, die liefern nimmer zum Altschauerberg 8, Bums aus Nikolaus. Der Typ ist ein fetter Dulli, der permanent broke ist. Den einen Kunden kann ich verkraften, wenn ich verliere. Fertig. Also wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, nach 1000, 2000, 3000 Euro Schaden und das nächste Mal ruft wieder irgendeiner keine Ahnung, mit einem schwäbischen Akzent.
Umstell der Pizza zum Altschauerberg 8, dann sage ich halt, haha, leck mich. Ja? Und leg auf. Mach mal Arbeit weiter. Hätte ich so gemacht. Denn beide Denn, haben einen finanziellen Aufwand und teilweise auch einen Materialaufwand. Und am Ende kommt aber nichts dabei raus, wo sie nichts damit verdienen. Und das ist richtig, richtig, richtig schäbig. Und dann stellen sich Leute hin und sagen sowas Mein wie, Gott. ja, du bist schuld. Und ich denke mir so, hä, woran genau bin ich denn schuld? Ja, du bist schuld, dass wir da Terror machen. Und ich mir so, hä? Seid ihr noch zu retten? Ich mache überhaupt nichts. ich hab nicht gemacht, gar nicht. Nee, Rainer, du provozierst die Leute dazu, dass sie das machen. Du provozierst die Leute. Ganz ehrlich, jeder vernunftbegabte Mensch hätte schon spätestens, ich sag mal, allerspätestens nach dem Mittwoch gesagt, okay, nee, das war's, ich ziehe mich aus dem Internet zurück. Jeder halbwegs vernunftbegabte Mensch. Ne? Nein, der Reini ist der große YouTube-Star, der macht weiter. Auch in den letzten 10 Jahren bei mir zu Hause. Ich habe niemandem was getan. Ich saß bei mir zu Hause. Bei mir zu Hause, in meinem Haus, auf meinem Grundstück, saß ich in meinem Zimmer und habe Videos aufgenommen, habe gelivestreamt. Und dann standen Leute vor meiner Haustür, die da rumgeschrien haben, die da Böller geschmissen haben, die da eingebrochen sind, die Hausfriedensbruch begangen haben. Rainer, es ist niemand bei dir ins Haus eingebrochen. Solange du in der Schanze gewesen bist, ist niemand in dein Haus eingebrochen. Das ist gelogen. Die haben am Zaun gerüttelt. Und das auch bloß manche. 90% der Leute sind da draußen gestanden, haben sich unterhalten, haben ein Foto vom Haus gemacht, haben ein Bier getrunken und haben sie wieder geschlichen. Es sei denn, es ist wieder passiert, dass du rausgewongelt bist, da warst du proaktiv, bist rausgewongelt und hast die Leute wüst beschimpft. Hast sie mit Farbbomben beschmissen, mit dem Schlauchnatz gespritzt und sonst irgendwas. Bist auf Mutter gegangen, hast die Frauen als Huren bezeichnet und alles. Und dann ist es zur Eskalation gekommen. Ansonsten wären die da gestanden, hätten ihr Bier getrunken, hätten einmal vielleicht, Herr Winkler, machen Sie Fanmanagement gesagt, wenn du nicht darauf reagiert hättest, wäre vorbei gewesen. So. Dann gehen die wieder. Ganz wenige, die waren wirklich da so drauf, dass sie gesagt haben, nee, ich mache hier Terror, bis die Bullen kommen. Ne? So ein Handtuch-Hater oder sowas. Die Sachbeschädigung begangen haben, die Diebstahl begangen haben und noch viele tausend andere Dinge. Jetzt heißt es gleich wieder, ewig gleiche Platte. Es ist die gleiche Platte, weil es genau der Punkt ist. Ja, weil du keine andere Platte hast, Rainer. Nicht, auch vom Staat her verstehe. Ja, du verstehst nicht. Punkt. Beende den Satz bitte da. Du verstehst nämlich genau gar nichts. Ich nicht, wie man mich verurteilen kann dafür, dass ich mein... Ich verstehe nicht, wie man dich nicht verurteilen kann. Ich verstehe nicht, warum du nicht im Knast sitzt. Ne? Das verstehe ich nicht. Und ganz ehrlich, hättest du damals eine Berufung eingelegt, wärst du jetzt aus dem Knast schon wieder heraus. Der hätte einen Haufen Scheiße erspart. Überleg einmal, was die letzten 2 Jahre alles passiert ist. Hättest du im Herbst 2021 gesagt, okay, Metal-Leute, ich war derjenige, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat und ich gehe jetzt in den Knast, dann wärst du jetzt wieder heraus und hättest die ganze Kohle vom Hausverkauf auf deinem Konto und könntest dir damit jetzt in halbwegs Anonymität ein normales Leben aufbauen. Na. Der dicke Reini, der muss sich einen Ranger kaufen und damit auf Deutschland-Tour gehen, obwohl er weiß, dass er einen Führerschein abgeben muss. mein Leben beschütze und mein Leben verteidige. Wenn andere Leute diesen... Rainer, dein Leben war niemals in Gefahr. Rainer, dein Leben war niemals in Gefahr und jetzt sag ich dir mal was, im Gegensatz zu dem Leben von anderen Leuten. Du hast Menschen in Lebensgefahr gebracht. Wenn ich einen Pflasterstein auf ein Auto werfe, muss ich damit rechnen, dass der Fahrer des Fahrzeugs, wartet, Katze, so viele Hater-Katzen,
muss ich damit rechnen, dass der Fahrer des Fahrzeugs vielleicht erschrickt und eine ruckartige Lenkbewegung macht, einen Unfall baut, wodurch er, sein Beifahrer oder vielleicht auch Dritte, Passanten oder sonst was verletzt werden. Hast du nicht drüber nachgedacht, war dir scheißegal. Wenn ich mit einer Axt auf Menschen werfe, muss ich damit rechnen, dass wenn ich den treffe, dass der tot ist. War dir scheißegal. Wenn ich vom ersten Stock aus dem Fenster raus, den Hügel runter, mit einer massiven Keramiktasse auf Leute schmeiße und die ist nur knapp neben der Person aufgeschlagen, den wenn du am Kopf triffst, ist der Hi. Oder mindestens schwer verletzt. Wenn ich mit dem Bogen auf die Leute schieße und ich treffe die, muss ich damit rechnen, dass die Ex gehen. Wenn ich versuche, die Leute mit dem Auto zu überfahren, was du mehrfach gemacht hast, mit verschiedenen Autos, die du gehabt hast. Ja, wenn irgendjemand ein Leben in Gefahr gebracht hat, dann warst es du. Niemand. Kein einziger der Hater hat dein Leben in Gefahr gebracht. Korrigation. Die Bastarde, die dir diese riesige Bombe ausgeschmaßt haben, haben dein Leben in Gefahr gebracht. Wärst du da rausgewongelt und hättest dir gedacht, oh, was ist denn das? Und wärst da nah genug dran gewesen, hättest du Ex gehen können. Den gebe ich dir. Den gebe ich dir. Ansonsten nada. Terror verursachen. Es ist wirklich immer die gleiche Platte. Aber diese Platte werde ich auch noch Milliarden Mal abspielen, bis irgendwann mal auch vom Staat her was unternommen. Da bin ich sicher. Also vom Staat wird nichts unternommen, aber dass du die Platte immer wieder abspielst, da sieh die. Denn es ist eine Tatsache, dass die Politik mal gegen diesen ganzen Mobbing-Scheiß was unternehmen muss. Dieses Telegram muss weg. Diese ganzen Hater-Webseiten gehören weg. Ja, Politik verbietet das Telegram. Warum? Drachenlord. Genauso wird's passieren. Nein, auf Telegram passieren ganz andere Dinge, weswegen die Plattform fragwürdig ist. Ne? Ich sag bloß Attila Hildmann und das ganze Gedöns. Ja? Diese ganzen Schwurbler, Neonazis und sowas. Reichsbürger, die sich da verabreden. Da ist die Problematik Drachenlord, die steht da auf der Prioritätenliste ganz weit unten. Ja? Ofenkäse und seine... TikTok wird verboten. Damit Arschlöcher wie du nicht mehr irgendwie den kleinen Kindern das Taschengeld aus die Taschen juckeln können. Die ganzen scheiße Sachen gehören weg. Ofenkäse ist jemand, der total viele Lügen verbreitet. Nein, das muss ich sagen, der Ofenkäse hat einmal gelogen. Das war ihm auch eine Lehre. Da hat es auch einen entsprechenden Shitstorm auch aus der Community gegeben. Das war damals mit der Geschichte mit dem angeblichen Bild-Zeitungsinterview. Das hat er gewusst, dass das fake war, hat trotzdem ein Video rausgebracht, das er monetarisiert hat, Arno, wo er so getan hat, als wäre die ganze Geschichte tatsächlich so, ne, als wäre das ein echtes Interview gewesen. Und das kann man ihm ankreiden. Dafür hat er sich entschuldigt. Dann ist da Schwamm drüber. Ne? Das war ein Lowpoint. Da hat er aber eingesehen, dass er da Scheiße gebaut hat. Und das war's. Ansonsten hat der liebe Ofenkäse zu 100% ausschließlich die Wahrheit erzählt. Zu 100%. Ja? Dadurch verdient er auch noch Kohle. Das gleiche gilt für Inge. Das gleiche gilt für die ganzen anderen. Na, Inge macht nur Restreams. So, der verdient damit auch Kohle. Jetzt nimmer irgendwie auf Trovo, aber der macht, glaube ich, auch Tippi. Aber der macht auch einen riesigen Aufwand. Der hat die Kohle dann schon auch verdient. Ne? Kanäle. Ich mache mal ganz kurz, ihr werdet es nicht mitbekommen, ich mache hier ganz kurz Pause, es geht gleich weiter. Für euch wird es sich so anfühlen, aber ich muss Raubtierfütterung machen, ansonsten kacken die mir aufs Dach. So, Leute, das haben wir wieder. Die Hater tun immer so auf Gerechtigkeit. Ihr wollt Gerechtigkeit? Dann frage ich mich, warum wird Inge immer wieder freigeschalten auf YouTube? Warum ist er immer wieder da? Der wird... Reini, ich weiß nicht, ob du es gespannt hast. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil du spannst erschreckend wenig. Inge hat die YouTube-Geschichte inzwischen aufgegeben. Der ist auf Trovo jetzt. Ne? Weißt du, da schwieriger wegbannhammern kannst.
Und ich empfinde es für eine Unverschämtheit, dass YouTube einen Inge überhaupt so oft gebannt hat. Der hat deine Streams gerestreamt. Ja, da kann man jetzt mit dem Urheberrecht kämmer und, ne? Aber da du ja aufs Urheberrecht selber scheißt, weiß ich nicht. Rainer, du bist einfach neidisch. Du bist einfach neidisch, dass es Hater gibt, die auf YouTube Kanäle haben dürfen und du nicht. Punkt. Und wenn du nicht so hageldumm wärst, hättest du deinen YouTube-Kanal erstens niemals verloren, zweitens wiederbekommen können. Weil es nämlich tatsächlich so ist, klar, dass YouTube streng genommen nach deutschem Recht dich nicht lebenslang bannhammern darf. Aber du hättest dir von der ganzen Kohle, die du verdient in Anführungsstrichen, erbettelt hast in den letzten Jahren und was du von der Schanzenverkauf gekriegt hast und sowas, vielleicht anstatt es mit beiden Händen beim Fenster rauszuschmeißen, dir irgendwelche Autos und Grafikkarten und VR-Brillen davon zu kaufen, ein bisschen was auf Seiten legen, ne? Für schwierige Zeiten. Für einen Anwalt, der für dich deinen YouTube-Account zurückklagt. Ob YouTube dann dir noch, keine Ahnung, die Monetarisierung hätte verwehren dürfen, das weiß ich nicht. Da schreibt mir das bitte rein, wenn da irgendjemand massiven IQ drin hat. Bitte kein Spekulatius, weil den kann ich selber backen. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass man sagt, hier, man kann nicht lebenslang gebannhammert sein auf YouTube, aber wenn YouTube dann sagt, nee, du kriegst schon deinen Account wieder, aber der ist halt dann nicht mehr monetarisiert, du kriegst ja keine Partnerschaft mehr, ob das dann legitim ist, ne? Oder ob man auch YouTube dazu zwingen kann, da wieder eine Partnerschaft reinzumetteln. Weiß ich nicht. Schreibt mir das bitte rein. Wüsste ich gerne. Wird immer wieder gesperrt. Der hat schon, ich weiß nicht, den 5. oder 10. Account mittlerweile. Das gilt auch für andere Leute von den Hatern. Und ich will gar nicht wissen, wie viel der Account von Ofenkäse das ist. Er macht das jetzt. Es ist der erste, Rainer. Der hauptheilige Ofenkäse-Kanal. Er hat einen Zweitkanal, auf dem basiert nicht viel. Aber der hauptheilige Ofenkäse-Kanal ist Ofis OG-Kanal. Leute, wenn ihr jetzt gleich irgendwo im Hintergrund Katzengejammer hört, dann bitte ich das zu entschuldigen. Wir haben Nachwuchs und die Alteingesessenen haben da noch ein wenig ein Problem damit. Ne? Ofis Hauptkanal, der Kanal der heilige Ofenkäse, ist der OG Ofi-Kanal. Und jetzt kommt's, Rainer, ich weiß, das haut die richtig aus die Schuhe. Das ist so, weil Ofi noch nie etwas falsch gemacht hat auf YouTube. Er hält sich an geltendes deutsches Recht und er hält sich an die Guidelines von YouTube. Er beleidigt nicht, er hält sich ans Zitatrecht, er macht nicht einfach irgendwelche Re-Uploads oder sonst irgendwas. Ofi ist deswegen auf YouTube noch immer mit seinem ersten Kanal, weil er nichts falsch gemacht hat. Er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Im Gegensatz zu dir, der bis heute behauptet, dass sein YouTube-Kanal Edzardler widerrechtlich gesperrt wurde, obwohl man dir es nachweisen kann mit deinen eigenen Aussagen. Ja? Den Aussagen in den Videos, die du auf dem Zeitkanal hochgeladen hast, in diesen Vlogs, wo du gesagt hast, ja, ich kann hier auf dem Hauptkanal gerade nichts hochladen, deswegen mache ich es jetzt hier, weil ich auf dem anderen Kanal einen Strike habe. Mehrfach ist Strike-Umgehung. Punkt. Und dafür behält sich YouTube das Recht vor, zu sagen, auf Wiedersehen, Herr Winkler, Sie finden auf unserer Plattform nicht mehr statt.
Und dass du danach in diesem TikTok-Video gemeint hast, ja, ich weiß, woran es liegt, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Du hast es gewusst, du weißt es auch heute noch, du hast es zugegeben. Du erzählst es jetzt einfach wieder, weil es ein weiteres Puzzleteil ist, das dieses Bild von dir malt, in dem es heißt, ich bin ja eigentlich das große Mobbing-Opfer. Ja, alle Leute hassen mich ganz ohne Grund. Unter dem Namen Ofenkäse, aber der ist hundertprozentig früher schon da gewesen unter einem anderen Namen. Das garantiere ich euch. Die Mehrheit von denen, die Nein, Reini. Reini, ich sage, ich kenne den heiligen Ofenkäse, ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich war mit dem ab und zu mal damals in Discord, Chatrooms, Voice-Chats und dergleichen. Ich habe auch immer noch sporadisch Kontakt mit dem Ofenkäse und ich weiß, dass der vorher noch nie einen Kanal hatte. Nein, der Ofenkäse hat seinen Kanal ein paar Wochen, nachdem ich meinen aufgemacht habe, aufgemacht. Ich war Ende Dezember, Ofi war, glaube ich, Anfang Mitte Januar. Ofi hat aber seinen Erfolg zu Recht, muss ich mal sagen. Ja, weil ich bin jetzt Leute, ich bin euch super dankbar für 6000 Abonnenten. Ofi hat 100, ich weiß nicht wie viel tausend. Der macht das halt professionell. Also die Videos, die er da macht, sind wirklich professionell geschnitten, bearbeitet. Da wird nochmal so Rauschunterdrückung und alles, das wird alles gut nachbearbeitet. Das hat Hand und Fuß. Ist halt bei mir nicht so. Ne? Der gute Troll Lindemann hat das Overlay für mich da gemacht. Und ich mache hier One-Taker, OBS an, Aufnahme starten, ab und zu blende mal irgendwas ein, stümperhaft mit Aufnahme pausieren, anderes Video einblenden, Play, Aufnahme, ihr kriegt es mit. Ofi macht das professionell und er hält sich an alle Richtlinien und er tut nichts Illegales und deswegen ist der seit über 2 Jahren sehr erfolgreich auf YouTube und du nicht. Videos auf YouTube machen gegen mich, das sind auch die Leute, die... Nein, Reini. Ofi macht primär Videos über dich. Ja? Nicht gegen dich. Deiner Ofi könnte dein bester Freund sein. Weil der Ofi tatsächlich richtige Tipps gibt. Ernst gemeinte, gut gemeinte Tipps. Wie du dein Leben verbessern könntest. Das mit die YouTube-Karriere retten, ich glaube, das ist, ne? Der Zug ist abgefahren. Aber er gibt dir ernst gemeinte Tipps, wie du dein Leben tatsächlich verbessern könntest. Und wenn du auf ihn hören würdest, hättest du deutlich mehr Lebensqualität. gleichzeitig wieder hergehen und Die Scheiße bauen. immer wieder das neu aufbauen mit einem anderen Namen und so weiter, dass sie nicht gleich wieder gesperrt werden. Gut, Inge ist in dem Fall was anderes. Der hat ja Eule gegen Mobbing und dann hat er oder Eule, dann hat er Inge, dann hat er übrigens ein Typ, der Inge hat. Inge hat keinen Kanal, der Inge heißt. Das war vorher Anti-Mobbing-Guys und dann war es Eule gegen Mobbing und dann war es Eule unbesiegt oder so und Ist kein Wunder, dass der Typ ein Hater ist. Wollte ich schon ewig mal anmerken. Und hä, was hat denn jetzt der Name damit zu tun? Er heißt ja nicht Hater McHate, oder? ja, da frage ich mich halt letzten Endes, was das soll. Letzten Endes, Leute. Diese ganze Quatsch, den die da machen über die ganzen Jahre hin, ne? Anti-Mobbing-Guys, die mobben. Ja, das ist eine größere Ironie, gibt es wohl kaum. Ja, Rainer, das ist der Witz an der Sache. Ich habe jetzt mal die Ding beschleunigt, weil ich sehe mir dann schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Na gut. Na gut. Ich würde an dieser Stelle einfach gerne mal anmerken, es werden aktuell einige meiner Supporter versucht zu leaken oder auch geleakt. Deswegen sage ich noch einmal auch an dieser Stelle, jeder, und ich meine damit jeder, der das hier hört und der sich das anschaut, soll die Hater melden. Weil da kriege ich jetzt schon wieder zu viel. Reini, deine sogenannten Supporter werden gerade deswegen geleakt, und jetzt Obacht, weil sie versucht haben, Hater zu leaken. Ganz ehrlich, ich halte von dieser ganzen Leakerei überhaupt nichts. Gar nichts. Ich finde,
Leute zu doxen, zu leaken, ist das hinterletzte Abschaumverhalten. Im Übrigen, Spiegel TV, gell? Hier im Übrigen, den Typen werdet ihr hassen. Das ist sein Name und in der Stadt wohnt er. Und der Typ da, das ist im Übrigen sein Nachbar, um es noch weiter eingrenzen zu können. Wow. Ich mag den Anzeigenhauptmeister nicht, aber wow. Der Spiegel TV macht über den Film und doxt ihn gleich in den ersten paar Minuten. So heißt er mit echten Namen und da wohnt er im Übrigen. Also jeder, der dem auf die Fresse hauen will, bitte da kommt er hin. Aber wie gesagt, ich halte von dieser ganzen Leakerei überhaupt nichts. Allerdings muss ich mich natürlich als speerlutschender Drache-Abschaum nicht wundern, dass wenn ich versuche, die Leute auf Krampf zu leaken und den Leuten da das Leben zur Hölle zu machen, dass ich dann eine Gegenreaktion da provoziere. Und dass ich da Leute dann auf mich aufmerksam mache, die dann sagen, du findest Leaken geil? Okay, das Spiel können wir zu zweit spielen. Ne? Und sich dann hinzustellen und zu sagen, die Hater leaken meine Unterstützer. Die Hater hätten deinen Unterstützern überhaupt nichts getan, wenn die nicht angefangen hätten, Hater zu leaken. Ne? Soll sie melden auf den Accounts, auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram. Das kann jeder anonym machen. Er kann eine Anzeige machen gegen diese Leute. Das kann jeder machen. Anzeige gegen die Hater-Kanäle. Wenn er geleakt wurde, Anzeigen gegen Unbekannt machen. Und zwar möglichst alle Menschen, die geleakt werden oder angegriffen werden, aus möglichst vielen verschiedenen Bundesländern im Idealfall. Also ich würde jetzt mal dieselbe Ansage machen an die Leute, die von seinem Drache-Abschaum geleakt wurden. Zeigt die an. Es sind jetzt offensichtlich ihre echten Namen und ihr Wohnort und alles bekannt. Zeigt die Leute an. Denn dann wird das Ganze irgendwann zu einer Bundesangelegenheit. Und wenn es eine Bundesangelegenheit wird, sprich eine Landesangelegenheit, dann muss sich Deutschland endlich mal darum kümmern, diese Mobbing-Scheiße rauszukriegen. So ein Schmarrn. Rainer, Deutschland hat ganz andere Probleme momentan. Rainer, wir diskutieren momentan über, welche Waffensysteme schicken wir in die Ukraine, welche nicht, hin und her. Wir stehen in einer Situation, in der eine falsche Handlung von einem Land wie Deutschland dazu führen kann, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ob so ein dicker Vollidiot von ein paar Leuten im Internet geärgert wird, weil er Bullshit ins Netz gesprühschisst hat, interessiert die Regierung einen Scheißdreck. Und so sollte es auch sein. Ja, wir haben ganz andere Probleme. Wir haben Inflation, noch und nöcher. Alter, ich hab halt 2 Orangen gekauft und ein bisschen Suppen gemisst, damit ich eine Gemüsebrühe ansetzen kann heute Abend. Mit 2 Orangen und ein bisschen Suppengemüse habe ich 5 Euro bezahlt. Ja, Leute, das ist, ne? Schwierig. Und wir haben andere Probleme als dich. Ich weiß, auf Planet Rainer geht es nur um Rainer, weil Rainer am liebsten Rainer über Rainer reden hört. Aber Deutschland ist das scheißegal. Und dann wird auch der ganze Scheiß gemacht. Notfalls wird halt ganz Telegram abgeschaltet. Das bezweifle ich zwar, weil man auch gegen diese einzelnen Gruppen was machen kann. Es gibt ja auch mittlerweile Ganz Telegram wird abgeschafft wegen ihm. Gesetze wegen Telegram, wegen diesem ganzen Scheiß, weil da Leute da ständig sagen. Das Internet wird abgeschaltet. Dann kann man online nimmer mobben. Na scheiße, das wäre auch wieder Mobbing, weil dann kann er ja im Internet sein Zeug nimmer machen. Schwierig. Das Schöne ist, man sieht gerade in den letzten Monaten, das ist ein perfektes Beispiel in den letzten Monaten. Ich mache so gut wie gar nichts. Und die Leute machen Terror. Gut. Und das ist eigentlich das perfekte Beispiel für dem, was hier schon seit 10 Jahren abgeht. Weil ich mich momentan so still verhalte, sieht man eigentlich perfekt, dass die Leute einfach nicht aufhören. Sie wollen, dass ich nichts mache, aber sie machen trotzdem Terror. Warum machen sie Terror, wenn ich überhaupt nichts mache? Naja, das liegt daran, dass sie nicht Terror machen, weil ich was mache, sondern es liegt daran, dass sie Terror machen, weil sie einfach kranke Menschen sind, die einfach nur geil sind auf... Das sind einfach nur bösartige Menschen. Das sind Menschen, die geil drauf sind, böse zu sein und böse Handlungen zu tun. Und Rainer, wenn das einzelne Menschen wären, also wenn wirklich einzelne Menschen, wenn
irgendjemand sagt, hey, ich habe einen Stalker, der macht mir das Leben zur Hölle, ein einzelner Dude oder eine einzelne Frau, keine Ahnung, wer auch immer, macht mir das Leben zur Hölle, dann sind es gestörte Menschen. Ja? Wenn es eine kleine Gruppe ist, dann ist es Mobbing. Rainer, wenn es 100.000 Leute sind, dann bist du derjenige, der hergegangen ist und die Scheiße baut hat. Dann hast du gefälligst dein Verhalten zu ändern, um dagegen was zu unternehmen. Das ist das, was ihnen so einen Kick gibt. Das gibt den Hatern einen Kick, wenn sie mir auf den Sack gehen können, wenn sie mich angreifen können. So, wie ihr wisst, schneide ich im Normalfall meine Abonnentenvideos nicht, damit Ja, Rainer, du schneidest überhaupt nichts. ihr auch genau den vollen Genuss habt. Der volle Genuss, Leute. Habt ihr es mitgekriegt? Der volle Genuss jetzt. Ich schneide meine Scheiße auch nicht. Aber ich sag's euch, wie es ist, weil ich zu stinkend faul dazu bin. Ne? Ich mache das hier als Hobby und nicht als Beruf. Und ich habe den Anspruch daran nicht. Das sage ich euch, wie es ist. Ich schneide meine Abonnentenvideos nicht, damit ihr den vollen Genuss habt. Dass das dann weniger Arbeit ist, ist ein Zucker. Aber er will ja eigentlich den Leuten was bieten. Am Arsch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und Gerne. ja, wir hören uns allerspätestens nächste Woche im nächsten Podcast oder Ja, genau. bei den nächsten Videos. Ich habe Ja, in den nächsten Videos im Podcast irgendwo bla bla bla. Wir sind jetzt bei Stunde 50. Ich glaube, dass das jetzt hier zu Ende ist. Ne? Das wird jetzt hier noch 5 Sekunden bla bla. Medal off, bla 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 bla. Ich verstehe nicht, ne? Das hier soll ein Podcast sein über sein Leben mit Hass und Mobbing. Hinter der Paywall für bezahlende Abonnenten. Es ist aber jetzt eigentlich so gut wie gar nicht um sein Leben gegangen. Es war nicht so, ja, von dann und dann habe ich dieses und jenes gemacht oder, sondern es war einfach dieselbe Schallplatte, die er immer abspielt. Die Hater, die Hater, die Hater, die Hater, die Hater. Also zu seinen Streams und seinen anderen Videos besteht doch da überhaupt, oder bin jetzt ich blöd? Da besteht doch überhaupt kein Unterschied. Er hat doch jetzt hier einfach bloß 20 Minuten gelabert, die Hater, die Hater, die Hater, die Hater. So wie er es im Stream macht, so wie er es in seine Videos immer schon gemacht hat. Na, ich glaube, 1 Stunde 52 ist genug für ein Video. Aber ich hab Bock, ich werde jetzt diesen einen Stream von vor Dog oder was das war, den mache ich euch jetzt nochmal hinterher. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Wenn ihr Depressionen habt, sucht euch professionelle Hilfe. Wenn es noch nicht ganz so schlimm ist und ihr es noch selber regeln könnt, dann geht ins Tierheim Katzen streicheln. Das hilft. Und tut nicht, was einer tut, ein Medal off.